Guten Tag miteinander. Das sind ich noch einmal wir. Vandaag will ich es van het westelijke Münsterland, von der holländischen Grenze, ein bisschen wieder op Münster toe gaan und ein bisschen inne plattküren. Want dann noch klappt noch 60 Jahre. Ich will das versuchen. Mein Grimmsch Märchen van vandaag het die 3 Feen, also die 3 Federn. Et wär es einmal ein König, die hier 3 Jungs. 2 davon wären klug, of sie men wenigstens dat so klug wären, men den jüngsten, wo es dumm verschlierten und wo Dummling ropen. Es den König sin Lebensende kurm sorg, wo sie nicht wie von den 3 Söhne later noch sin Daut op den Thron sitten soll und reibt seine 3 Jungs tosig und sag, treckt ut Schlott ut, gaat in de Welt und bringt mir den allerschönsten Teppich dit Schiff. Wie mir den feinsten Teppich brech, des soll later hier op min Thron sitten. He woll aber nicht, dat die 30 krakeelen und darum bloß sie buten 3 Fähren in die Luft und wo die Fähren hinschwerften, da sollen sie in die Richtung gehen und non Teppich suchen. Die eine Fähr flauch nach Osten, die andere nach Westen, men die derde flauch nicht weit und voll allball open Boden. Nun leibt den Älsten nach Osten, den Zweiten nach Westen. Den Dummling, wo utlacht von de beiden Brüers, wegen dat hege man bloß ein paar Schrittges bis an seine 4 Laupen broch, und da kann man ja wohl keinen feinen Teppich finden. Der Dummling setzte sich hin und wusste nicht, wat he machen soll. Op einmal sah he neben sich op de Erde ne Tür. Et wär ne Falldür, die neben seine 4 lach. He mock se los und ging op ne Treppe nach unten. Da stön he wir für ne innere Tür. He klopfte an und hörn von binnen ne Stimme. Jungfer, grün und klein. Die können Hochdeutsch. Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbein, Hündchen, Hutzelbein hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär. Die Tür ging los und da sah ich eine graute, dicke Pogge sitten und drumherum viele kleine Pöckskes. Die dicke Pogge fragte den Dummling, wat hier woll, und ich sag, ich sög den feinsten Teppich mit Schiff. Da reibt die Pogge een von de kleinen Pöckskes tussig und sag, Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbein, Hündchen, Hutzelbein hin und her, bringt mir die größte Schachtel her. Dat kleine Pöcksken gaf de dicke Pogge n Kartönsken. Es die graute Pogge dat Kartönsken losmaakt her, nam sen Teppich drut, die wär so schön und so fein wirft, es man dat nicht ob die Welt machen kon, und gaffen dann wieder an den Dummling. Die freide sich natürlich und könnt die Treppe wie Haugen ob Burben. Die beiden Innenbrüers hätten den nicht mit recht, dat den Dummling in den nöchten Teppich finden kon und mocken sich dat recht licht. Sie leibten ob ne Wieske und nahmen ne Schörperin, die das hat, ihre Kleider von Wolle af und leibten de mit nach Hus hin. Den Dummling kam auch just wie not Schlott und wiesete den König sin Teppich. Die bewöhnen dat feine Stück und sag, alles wat recht is, die Bedingung heft den Jüngsten bestorn und darum soll er auch later König werden. Damit werden die beiden Ennen aber nicht einverstanden. Denn Dummling, der ihr Kind Verstand heft, der soll dat Land later regieren. Sie beküren ihren Vater,
dass er doch noch eine zweite Bedingung stellen soll. Der Vater leitet sich drup in und sagt, der mir den schönsten Ring brech, der soll läte König werden. He bloß wir 3 Vieren in die Luft und etwa just so es wie das erste Mal. Eine Fähr flauch nach Osten, die andere nach Westen und die dritte Fähr flauch nicht weit, men genau neben de Falltür. Die Dummling ging wieder die Treppe nach unten und sagte Pogge, dass he den schönsten Ring brugte. Da leiht sie sich wieder dat Kartonsken bringen und nahm Ring drut, die wär so fein magt, es dat den düftigsten Goldschmied nicht mehr machen kon. Die beiden Ennen sochen auch noch den feinsten Ring, lachen über den Dummling und konnten sich nicht vorstellen, dass er wohl einen ordentlichen Ring finden dei. Sie schaffen sich darum keine besondere Mühe, schlugen old Wagenrad den Nägel ut und wesen dat den König dat Rad. Klicktiz kam den Dummling nach Hus und lach sin feinen, funkelnden Ring ob den Disk. Der Vater sagt zu den beiden Ölsten, alles wat recht is, steit dat Königsrieg to. Die beiden Ölsten fängen wir an zu nöllen und wollen unbedingt, dat den Vater noch einmal eine neue Bedingung stellen soll. Die leiht sich wir drup in und bloß noch mal wir 3 Vieren in die Luft und sagt, weil mir die schönste Frau not Schlott brech, die soll min Rieg erben. Et ging noch mal wir von vorne los. Osten, Westen, ein paar Meterkes bis an de Falltür. Es den Dummling wir bei de Pogge wär, sache, ich soll die schönste Frau nach Hause bringen. Dat geht nicht so gau. Men du sast sie doch kriegen, sagt der dicke Pogge. Leiht sich dann den Karton bringen und gaf ne dicke, hele, holle Röwe in der Hand, wo 6 kleine Müskes verspannt würden. Der Dummling überkam die Traurigkeit und er fragte Pogge, was soll ich denn nu damit? Sög die eine von de kleinen Pöckskes ut und setz sie in dat Röwenkürken. Den Dummling grieb sich eine von de Pöckskes und satt sie in de uthöhlde Röwe. Kaum satt sie drin, doch sag ich, dat et dat schönste Fräuleinken wär, dat er je in sin Leben sein her. Und die Röwe war ne herrliche Kutze und die Müse verwandeln sich in prächtige Pferde. Ich haf da denken forzen Küsken und die beiden Jarren so schau es ze konnen not Hus und he stellen dat nütliche Wichtgen den König für. Ein Bietgen läte kamen auch seine beiden Brüers nach Hus. Die hern sich auch dütmal keine graute Mühe geben. Sie hern sich die erstbesten drallen Burenwieve nurmen und brachen sie mit. Nur woll den König nicht noch einmal ne Bedingung stellen und bestond drup, dat den Jüngsten den nien König werden soll. Wenn die beiden Ölsten lagen den König wir in de Ohren und die leiht sich doch noch mal wir ob de letzte Bedingung in. In den grauten Saal hängen Buben von der Decke n Krink und Isen und da sollen die Fraulü durchspringen. Die Burenwieve sprüngen das erste, wenn die wären so stief, dass sie in den Ring hangen blieben und sich Arme und Beine brocken. Dat feine Fräuleinchen sprung so licht es n Reh durch den Ring. Nu wird dann eine mette Bedingungen. Der Dummling war König, noch den Daut von den ollen König und lebte noch lange mit seine Königin und mock seine Sake recht gut. Und wann sie nicht gestorben sind, dann lebt sie von Tage noch.
blieft kriegel und ich zeg, goed gaan.